I should have locked the gates. I should have thrown away the key. And I'll be fine with this, to be the end for you and me. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde vom Peipussee, dem Grenze zwischen Estland und Russland. Ein riesengroßer See. Ganz schön. Wir haben die Nacht hier auf einem Parkplatz verbracht. Ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video schon gesehen. Heute Morgen gab es nun die Bilder dazu. Und wie war die Nacht? Beschissen. Ja, anders kann man es fast nicht sagen. Es ist der Treffpunkt der Jugend, der Treffpunkt zum Saufen und Rauchen und weiß nicht was. Es war richtig lange laut, leider. Also wir können diesen Stellplatztipp wirklich nicht mit gutem Gewissen weitergeben. Darum vergesst einfach den Stellplatz wieder, da gibt es sicher ganz viel andere schöne Plätze. Dafür hatten wir einen wunderbaren Abend mit dem Schweizer Ehepaar, das ganz in der Nähe von uns wohnt in der Schweiz. Wir hatten einen richtig coolen Spieleabend, haben uns ausgetauscht. Es war richtig cool. Wenn ihr das seht, dann vielen lieben Dank Claudia und Yüksel für den wunderschönen Abend. Wir brechen hier ab. Der Sturm wird zu stark. Wir starten in den Tag. Heute gibt es einen richtigen Fahrtag. Wir sind viel unterwegs, aber es wird sicher auch wieder viel passieren. Schön seid ihr mit dabei. Los geht's! Now you pour out of me, 'cause I've been under your spell. I flush it out to sea. So, liebe Reisefreunde, erster Stopp ist Tartu, eine Stadt im Osten von Estland, auch ziemlich nahe an der Grenze zu Russland. Sieht wieder ein bisschen schöner, ein bisschen gepflegter und ein bisschen besuchenswerter aus als dieses Narva, was wir gestern besucht haben. Narva war spannend. Hier ist es schön, wir bummeln mit euch zusammen jetzt durch die Stadt. Es ist richtig schön warm, ein weiterer sonniger Tag, los geht's. Ich habe mich bereits informiert und habe hier eine Karte, also so einen Führer zur Stadt Tartu. Ihr hört es vielleicht schon und ihr seht es am Hintergrund an. Wir sitzen in einem Restaurant, haben uns eine Kleinigkeit bestellt, weil wir haben es mal auf die Mittagszeit so ungefähr hingeschafft. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was hier gleich auf den Tisch kommt. Wir haben hier einmal Hering. Louis ist ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich habe mich für estnischen Käse mit einer Mango-Marmelade entschieden. Und für Louis gibt es hier noch das haustypische Bier, ein Rot, was hat sie gesagt? Weiß ich nicht mehr. Irgendein rötliches mit ziemlich viel Karamell-Aroma. Und derjenige, der hier wahrscheinlich bereits längst bekommen hat, ja, hier wurde sie geschrieben. Richtig leckeres Mittagessen, das wir nun oder eben genießen durften hier hinten. Den Link findet ihr unten in der Infobox, wo das Restaurant genau liegt. Ist wirklich eine super Atmosphäre. Ich denke, abends ist da noch viel mehr los als jetzt. Jetzt ist ein bisschen tote Hose. Wir schlendern weiter durch diese Stadt. Übrigens eine Universitätsstadt mit einer der ältesten oder der ältesten Universitäten von ganz Nordeuropa. Man trifft überall in der Stadt immer wieder auf Studenten und das Denkmal, das ihr jetzt seht, das ist auch den Studenten gewidmet. Das sind zwei küssende Studenten. Es dreht sich alles in der Stadt so ein bisschen um die Verliebten, um die Romantik, um das Küssen und um die Studenten. Und wir schlendern jetzt noch ein bisschen weiter, lassen uns treiben, verfolgen keine Ziele, sondern ja, schauen einfach, was uns erwartet. Kommt mit, es bleibt spannend.
Wir sind mal wieder einkaufen, noch schnell bevor wir weiterfahren. Das ist der Rimi. Rimi gefällt uns, speziell mir am besten, weil hier gibt es ganz viele ICA-Produkte. Und wer weiß es noch? ICA kommt aus Schweden. Und im ICA waren wir auch schon einkaufen. Das war dann hier oben. Ja. Links. Genau. Jetzt brauchen wir aber nur ganz wenige Produkte. Ein bisschen Eier, ein bisschen Milch. Mal schauen, ob es Brot gibt und sonst müssen wir dann halt wieder mal selber backen. Komm mal mit. Komm. Hier haben wir noch ein Bier, das Ali Koch. Wir haben ein Prospekt dabei, dass man bei dieser Brauerei hier im Ort eine Führung machen kann. Möchtest du so eins probieren? Ja, nehmen wir eins mit. Klein oder groß? Groß. Groß für große Männer. Von diesem Wasser wurden wir ja einerseits gewarnt und andere sagten uns, ja, probiert das mal. Und hofften wir seien noch ahnungslos. Wir legen mal eine Flasche hinein und probieren das dann vor der Kamera mit euch. Wie immer sind wir ja auch gerne mal beim Convenience-Gestell am Schauen, was sie so essen. Irgendwie was Sauerkrautmäßiges, viel Gemüse und natürlich so nah an der Grenze gibt es auch Borsch. Aber das wollen wir mal irgendwie in einem Lokal essen, weil es gibt ja teilweise auch russisch angehauchte Restaurants. Milch ist ja auch immer so ein Thema und wir haben schon herausgefunden, Pim heißt Milch auf Estnisch. Wir haben auch schon eine Marke gefunden, die uns schmeckt, und zwar ist das hier die blaue und da kostet der Liter Milch 85 Cent. Allgemein kann man sagen, dass die Preise hier deutlich gesunken sind im Vergleich zu Skandinavien. Sie sind noch nicht auf absolutem Tiefsniveau. Ich würde es vielleicht so mit Deutschlandpreisen vergleichen, so ungefähr, vielleicht ein kleines bisschen höher, so irgendwo um den Dreh rum. Brot ist ja auch immer so eine Sache. Möchtest du nicht dieses hier? Das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem. Das hier, das hatten wir schon mal und das schmeckt gut und das hält sich auch ein paar Tage. Für Raucher natürlich attraktiv. Zigarettenpackungen kosten 3,50 €, auch wenn da eine Marke draufsteht. Und wenn wir schon am Peipussee sind, oder wie der häufig auch genannt wird, oder die Straße daran, die heißt ja die Zwiebelstraße, dann kaufen wir natürlich auch noch ein paar Zwiebeln. Aber wenn wir sie jetzt am Markt gekauft haben, weil, wir haben nur einen einzigen Zwiebelstand gesehen heute Vormittag, wir waren einfach noch zu früh unterwegs. Aber das eine Bild von diesem Stand, das seht ihr jetzt. Und was bewirken diese Zwiebeln? Die sind einfach nicht einfach so. Ja, ich weiß nur noch, dass sie für einen sanften Teint stehen sollen. Das andere weiß ich nicht mehr. Weißt du es noch? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Wir schreiben es, glaube ich, unten hin, oder? Okay. Wir sind gerade dabei, aus der Stadt zu fahren. Von uns gibt es definitiv mehr als nur einen Daumen nach oben. Tartu war eine wunderschöne, ganz ruhige, total saubere, spannende Stadt mit ganz vielen coolen Restaurants und Bars, so wie man es halt kennt von Studentenstädten. Richtig cool, also unbedingt hinfahren, wenn ihr in Estland seid. Ganz, ganz cool. Die Parksituation, die gestaltet sich ein bisschen schwierig, aber keine Sorgen, ihr findet sicher irgendeinen Parkplatz. Einfach ein bisschen den Gürtel abfahren und dann sollte das kein Problem sein. Unsere Reise, die geht weiter in Richtung Pärnu. Wir fahren jetzt Richtung Westen, also wieder ans Meer, endlich wieder ans Meer. Und da seid ihr natürlich auch mit dabei. Das nächste Ziel ist ein Nationalpark, 2 Stunden 42 entfernt. Also wir haben noch ein bisschen
Weg vor uns. Für euch gibt es sicher ein paar Bilder und dann sehen wir uns da wieder. So, anstrengende 3 Stunden später sind wir im angesagten Nationalpark und hoffentlich auch im Fokus. Ich sehe es gerade nicht, aber ja, ich würde mal sagen, waren anstrengende fast 3 Stunden auf dieser eintönigen Autobahn. Ja, ging halt einfach einmal quer durchs Land und ja, war nicht viel. Wobei, ich habe 2 Elche gesehen. Ja, aber nicht gefilmt. Nein, weil das ging viel zu schnell, aber ich habe sie gesehen und sie sind hier drin in meiner Erinnerung, wie sie da um den Tümpel stehen. Ja, dafür haben wir jetzt umso einen schöneren Stellplatz für heute Nacht gefunden. Der ist wirklich hammermäßig schön, direkt am Wasser. Ich hoffe, es hat nicht zu viele Stechmücken. Wie der Nationalpark heißt, das seht ihr jetzt unten. Für euch gibt es noch ein paar Bilder. Soma Samo. Irgendwas so. Und kümmern uns mal langsam ums Abendessen. Ja, und ich glaube, wir sind hier so schön allein. Wir werden wahrscheinlich mal noch schnell die Dusche aufbauen. Stimmt, das könnten wir eigentlich. Das machen wir auch noch. Arbeit ist aufgeteilt. Los Los geht's. So, und ich mache jetzt hier sozusagen den Nachtwächter. Wir haben hier noch draußen beim Mondschein zu Abend gegessen und wir sind umhüllt von Grillengezirpe. Ab und an zischt's und raschelt's ein bisschen im Wald. Wir sind ja wirklich mitten im Nationalpark und ja, hier kreucht's und fleucht's. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, mit den ganzen Städten und ich weiß gar nicht, was Narva auch noch dabei und alles. Nein. Heute war nur heute. Heute war nur heute. Genau. Ja, dann war heute die Stadt und die Zwiebeln und jetzt zum Schluss noch hier die Ankunft im Nationalpark. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kanal habt ihr sicher schon alle abonniert, aber habt ihr auch die Glocke angewählt, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein Video von uns online geht. Das könntet ihr doch noch machen. Und ja, dann sehen wir uns die Tage wieder. Macht's gut und tschüss.